Vidal. Oh, nein. Ah, den hält er dann doch noch der Bürki. Für irgendwas steht er dann doch noch hinten drin. Der Fliegenfanger, der Alte. Servus miteinander. Ja, ihr seht's richtig, ich schaff's auch mal wieder, dass ich was aufnehme. Und jetzt ist ungelogen das 4. Mal, dass ich dieses blöde Let's Play aufnehme. Das erste Mal war das Headset scheiße, dann habe ich mein Mikrofon angeschlossen. Dann hat es einen Ton nicht aufgenommen, jetzt habe ich gerade nochmal aufgenommen, jetzt hat es mir aber die Einstellungen verhauen. Jetzt habe ich auf Halbprofi gespielt statt auf Profi, dann habe ich es auch nicht mehr umstellen können. Hauptsache ich schmatze mir am Mundfranser, da ist ja wurscht. Wie seht ihr, ich spiele jetzt ein bisschen FIFA 18, mal ein bisschen Einblick zeigen. Und ich weiß aber nicht, ob jetzt ein komplettes Let's Play kommen wird, wahrscheinlich nicht, weil das wäre ein bisschen langweilig. Ist jetzt meine Meinung, ihr könnt mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel nur Karriere spielt oder Ultimate Team, das wird halt auf Dauer langweilig und mit Kumpels vielleicht ab und zu mehr Erfolge hochladen, das war eine Möglichkeit, aber sonst, ja, warum jetzt nicht FIFA aufnehmen kann ich dazu sagen, weil bei FIFA 17 ist es ja nicht gegangen. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass ich mir ein PS4 zugelegt habe und da kann man ja damit aufnehmen und da habe ich mir jetzt auch ein bisschen, deswegen ist jetzt eine Zeit lang nichts mehr gekommen. Oh jetzt bin ich gerade, jetzt habe ich da tatsächlich eine getroffen, obwohl ich da, gut, weil ich habe das ja nie aufnehmen können, da hat es immer gehängt wird Sound, schlechte Qualität war es, ich habe mal 2 Folgen am PC hochgeladen von FIFA 17, ja, und jetzt habe ich mir den zugelegt, habe mir da jetzt ein bisschen reingelesen und so im Internet, ein paar Tutorials so geschaut, wie das alles geht. Vom Aufnehmen und so, dass auch eine gute Qualität ist. Und das hat jetzt halt auch Zeit gedauert. Und jetzt schauen wir mal, ich spiele jetzt mit Bayern gegen Dortmund. Mal ein schönes spannendes Spiel rausgesucht. Eigentlich hätte er mit 60 gespielt, aber jetzt haben sie für die Affen extra 3. Liga eingeführt. Und jetzt sind sie in der 4. Jetzt bin ich gespannt, was nächstes Jahr in FIFA kommt. Für die werden sie bestimmt nicht 4. Liga einführen. Aber bloß ein Spaß. Jetzt habe ich mir schon mal die Dislikes von die 560er Fans unter euch zugezogen. Gut, wir schießen den jetzt am besten. Zack. Und rein damit. Rodriguez. Ja, ich wollte eigentlich. Ich habe mir einen 2. Mann dazu geholt, das war der Scheiß. Hätte eigentlich mit dem Lewandowski schießen mögen. Ja gut, ich erzähle jetzt noch ein bisschen was dazu von meinen ersten Eindrücken. Also wie gesagt, ich habe ja schon eine Karriere angefangen und habe schon ein paar Spiele gemacht, deswegen weiß ich schon, was alles so gut ist, was ich nicht so gut finde. Ist jetzt auch ein bisschen eine Umstellung für mich, weil ich es ja auf der PS4 spiele, die macht das so eine, schaut's wie, zack. Oh. Erstens einmal kann ich schon was zu den Ecken sagen, die finde ich jetzt halt um einiges besser, kannst besser einstellen und alles, aber es gängen nicht mehr so viele Ecken ein wie jetzt bei FIFA 17 oder so. Also ich rede jetzt halt von meinen Eindrücke zu FIFA 18 auf der PS4 und FIFA 17 am PC. So viel habe ich da nicht gespielt gehabt auf dem PC. Wie gesagt, habe ich nichts aufnehmen können, du darfst schon hingehen, gell? Dann halt das so. Und da finde ich halt, dass die Ecken, dass nicht mehr jeder Eckball drin ist. Oder jeder zweite. Das hat man immer das Gefühl gehabt, jeder zweite Eckball war drin. Das ist jetzt halt nicht mehr so, was ich halt besser finde, weil es doch ein bisschen spannender macht. Und zu den Torhütern kann ich auch noch was sagen. Die finde ich sind jetzt halt irgendwie brutal schlecht gemacht worden. Ist jetzt nur mein Eindruck, also das sage ich auch dazu. Ist halt mein Gefühl, dass die Torhüter, die halten irgendwie gar nichts. Also von Weitschüsse oder so, da ist immer fast jeder Ball drin, sie sind noch dran, aber irgendwie geht er trotzdem rein. Mit schnellen Spielern bist du immer noch sauber im Vorteil. Jetzt kriegen die sogar noch Einwurf, oder? Ja genau, grätsch mich um und dann hast schon recht. Jetzt mal wieder ein bisschen konzentrieren, nicht so viel schmatzen, sondern ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Pässe allgemein finde ich sind besser geworden, kann schneller passen. Also dass halt die Spieler einfach schneller reagieren.
Der darfst schon Kopfballduell gewinnen. Schlängst mal rein, Kim. Hand! Hä? Habe ich nicht Hand eingestellt? Ja, das war ja ganz deutlich. Oh, jetzt verletzt sich die auch noch. Was machen wir jetzt da? Dann der man Ribéry, der man Robben rein. Und der man dafür einen Robben auf die rechte Seite. Weil der Robben, der ist auch wieder brutal stark in FIFA. Da, wenn du da mal gescheit hinkommst mit dem linken Hacks, dann ist der drin. Darf's mal glauben. Und wenn ich so noch ausprobiert habe, welche Spieler das gut sind, also jetzt auch für Ultimate Team oder so, Pulisic finde ich brutal stark und ein Brandt. Also ein Brandt von Leverkusen. Die sind auch richtig stark. In der Bundesliga zumindest. Sind wir eine. Jetzt gewinnt halt einmal das scheiß Kopfballduell. Glaubst du das? Ja, so konnte es nichts werden. Jetzt seid ihr oben. Sehr gut. Mag nicht durchlaufen, spielen wir mal ab. Jetzt starten wir keiner. Das spiele ich jetzt auch nicht hin. Jetzt liege ich immer noch hinten. Aber es wird jetzt endlich mal spannender, weil die letzten Spiele sind immer. Also die letzten Aufnahmen, wo ich spiele halt ein normaler Ball. Die letzten Aufnahmen, wo ich gemacht habe, immer 6-1, 4-0 oder sowas. Darfst schon. Jetzt war das ein Foul. Da kannst du den Ball nicht normal holen gegen so einen Grischball. Der Bamfo Boateng schafft es nicht, dass er dem normal einen Ball abnimmt. Da, die laufen einfach durch. Kim, geh halt einfach hin. Da muss man auch total viel grätschen, finde ich jetzt. Oder? Was ich nicht mache, deswegen laufen ja die Leute so durch. Jetzt halt aber. Jetzt, aber Hauptsache er darf halten, gell. Da oben Stadt drüben. Das sind diese Scheißlupfer, die haben wir immer noch so angewohnt. Von FIFA 13. Das war nämlich das erste Mal, wo ich richtig gesucht habe und da immer komplett alles angewohnt. Da haben wir immer so richtig geil in Lauflupfen können. Ja, jetzt muss ich mir reinhängen. Machen wir mal gleich mal auf Ausgleich, ja nicht auf defensiv auf. War jetzt auf defensiv eingestellt. Machen wir gleich offensiv. Auch wenn ich es wahrscheinlich am Schluss bereien werde und jetzt runtergehen mit 3-4-0. Einmal sei es wieder ein bisschen reingekommen. Habe jetzt 3-4 Spiele gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, FIFA 17 nicht so. Jetzt kommt er daher. Oh, das war ein Traum. Vidal, oder? Habe ich es richtig gesehen? Haben wir jetzt verloren. Ich glaube schon, wenn ich den Haarschnitt richtig teilt, das war der Vidal. Aber das war schön. Obwohl, ich glaube, war die Flanke nicht abgefälscht. Das kann sein. Als Ausgleich jetzt hat der wir gleich mal wieder auf ausgeglichen. Jetzt bei während dem Zweikampf sollte man das nicht umstehen. Weil wieder total gut gemacht. Aufpassen, Spezi. Laut, der hat schon gelb gehabt. Der hat schon gelb gehabt. Habe ich ganz genau gesehen. Der fliegt noch. Die Säge. Ja, jetzt passt nicht mehr Spul, Mensch. Legt er sich den Ball zu weit vor. Vidal. Oh, Schnein. Ja, den hält er dann doch noch der Bürki. Für irgendwo steht er dann doch noch hinten drin. Der Fliegenfanger, der Alte. Jetzt läuft er draußen. Oh, das sind die traumhaften Pässe in Lauf. Legt zurück. Ja, ich hab zurück. Wieso spielt er nach vorn, wenn ich nach hinten drücke? Na gut. Muss er wissen. Foul, rot. Mindestens. Gut, den schneiden wir leicht an. Alaba, Kim. Oh, das war nix. Freistöß bin ich nicht der Beste. Und auch allgemein nicht. Alter, was war jetzt das?
Als ob der so einen Kopfball stand bringt. Da ist ein Kerzen gerade hochgesprungen, da bringst du keinen Druck nicht dahinter. Da spricht jetzt der professionelle Fußballspieler. Da grätsche ich rein, dann tutscht der Kerzen gerade daneben. Oh scheiße. Ja, geh halt einer hin. Oh. Ah, da hat es mir gerade unten angezeigt, jetzt habe ich es weiterdruckt. Was ich auch noch gut finde, ist das schnell wechseln, was jetzt gibt, wenn man unten auf R2 drückt. Dass er dann anzeigt, wenn du für wen einwechseln kannst. Das sind halt bloß Vorschläge. Jetzt geh hin. Jetzt weißt der Lewandowski noch dazu. So ein Kopfballviech, aber da gewinnt er kein Kopfballduell drin. Der Wahnsinn. Jetzt geh hin. Gleich nochmal. So, jetzt ist der Müller da. Komm, gleich nochmal. Schön. Lewandowski, dann bringen wir nochmal. Oder auch nicht. Ah, vielleicht geht's ins Elfmeterschießen. Machen wir gleich Elfmeterschießen auch noch hinten da. Das ist noch was wert. Solange jetzt kein Krieg. Das ist natürlich die Voraussetzung. So, jetzt geht ab da oben. Wieso laufe ich so zentral in einem rein? Kann man das etwa sagen? Und das war ja mehr als schlecht. Das war schlechter als schlecht. Nein, du kommst mir jetzt nicht durch. Was? Jetzt, das ist doch nicht euer Ernst. Aber jetzt habe ich die Wiederholung auch noch weiter gedruckt. Das gibt's doch nicht. Gut, jetzt muss ich mir reinhängen. Aber unter Druck da trifft ich ja gleich gar nichts. Jetzt spiel ich aus, Kim. Ja, geht doch! Das hätte jetzt nicht mehr geklappt. Vielleicht wird es doch noch ein richtig geiles Spiel. Bis jetzt ist es nur so lala. Aber das war jetzt wenigstens mal, glaube ich, sogar mein erster gescheiter Angriff, den wo ich Stand gebracht habe. Den, wenn ich jetzt nicht reingemacht hätte, glaube ich, war ich laut geworden. Irgendwas war da geflogen. A6, mein Tipp, wo ich gegeben habe, Pulisic. Da, 2 Tore hat er schon gemacht, der Hund. Hätte er jetzt bei dem Spiel nicht unbedingt unter Beweis stellen müssen, dass er was drauf hat. Schön, ja, schön verteidigt. Vielleicht geht doch noch in der regulären Spielzeit was. Da wollte ich zu viel. Aber woanders hätte ich nicht mehr hinspielen können. Wenn ich mich umdreht hätte, war der Ball weg gewesen. Na, nur lieber so. So, vielleicht. War das der Robben? Pass heute, wenn ich sag. Gegen Ludi, oh. Oder Quascha, oh. Kim, geh drauf, wenn ich jetzt das Tor krieg. Ich rast aus. Machen wir wenigstens Elfmeterschießen, aber so einen Schmarrn möchte ich jetzt nicht haben. Move, bitch. Get out the way. Get out the way. Ja, wo soll ich ihn hinspielen? Ja, aber keinen. Ja, das hättest du jetzt schon noch laufen lassen können. Ja, was machen wir jetzt? Klassisch, Goal. Dann machen wir Elfmeterschießen, das finde ich. Ja, wenn ich wahrscheinlich da verliere, weil ich hab. Das kann ich überhaupt nicht. Also zumindest da drin jetzt halt noch nicht. So genau. Schießt man hier das linke Eck. Bisschen her. Das war doch nicht zweit. Ach, geh. Schießt jetzt der hier, jetzt muss ich aufpassen. Ja, der schießt ja noch schlechter als ich. Dann machen wir es diesmal sicher noch. Oh, traumhaft. Aubameyang. Der hat letztes Mal mitten geschossen, der schießt diesmal wieder mitten. Oh. Kind, habt ihr hoffentlich gesehen, sein auch ganz safe. Wo haut jetzt der hier? Als ob der den hat. Der Zipfi, der hat doch nix. Links. Das ist verloren. Das ist verloren.
Robben, Ever-Spezialist. Da sage ich doch, dass er Fliegenfanger ist. Links oder rechts? Der schießt links. Was holst denn du nicht? Jetzt bin ich aber aggressiv. Ja, sorry, was war jetzt das? Ich sag's doch vor die Torhüter, das... Ach Gott. Ja, geht doch. Ja, der erste, der hat's mir versaut. Der Castro, ja, wo schießt jetzt der hier? Links. Ich zweifle dann durch. Na, so, ich hab zweimal das richtige Eck. Ja, was ist das für ein Witz? Na, ernsthaft, was ist das für ein Witz? Ach, geh, das ist doch... Was ist das? Na, das muss ich mir jetzt nochmal anschauen. Zweimal das richtige Eck gehabt. Ja, hast recht. So wird der neue Hige. Da der Vogel habt ihr's. Allesamt. Ja gut. Ist ja wurscht. Wenigstens war noch ein bisschen spannend zum Schluss aussehen. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Haut's rein. Servus.